Und nachher ist «Für immer auf dich» gekommen. Ja, das ist halt einfach der Song. Da muss ich auch nicht mehr wahnsinnig viel dazu sagen. Das ist der, wo ich das Gefühl habe, der ist geschenkt worden und der behaltet seine... der behaltet einfach sein Herz. Der kann nicht kaputt gehen. Der ist unzerstörbar. Selbst im letzten Jahr, wo der Reto von Gunten jeden Sonntag den Song abgespielt hat, weil er gesagt hat, das ist irgendwie das Corona-Lied. Das ist da, und er hat die Leute aufgefordert, die Fenster aufzutun und den Song zu singen. Und ich bin mit dem Bub durch das Quartier gelaufen, am Sonntagmorgen, so eben zwischen 10 und 11 Uhr. Und ich höre überall aus den Fenstern diesen Song und ich höre, wie die Leute den singen oder teilweise irgendwelche Saxophone aus einem Fenster raus. Und der Sohn hat irgendwie hat zu mir gesagt, «Hörst du, sie singen dein Lied?» Und das hat mich wirklich umgeworfen. Das ist also so ein Moment, wo ich dachte, das ist ja unglaublich, dass ein Lied so etwas kann sein kann. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Oh, eins auf all das, was wir nicht haben können. Ein Tor geht auf und ein anderes geht zu. Bleibst in meinem Herzen. Seit ich diesen Song habe, seit er mir quasi vor die Füße gefallen ist, bis zum heutigen Tag, ist es irgendwie die Mitte von meinem Arbeiten. Ich kann nichts dazu und nichts davon wegnehmen. Und das war schon der Moment. Bezieht sich ja auf den Tod von meiner Mutter, auf den Abschied von meiner Mutter. Und es gibt einen Song, der Bezug nimmt zum Abschied von meinem Vater. Und der heisst «Jänner» und ist auf dem Gemüsealbum. Und wir konnten das kombinieren. Wir haben das Ende des Jänner einbauen ins Ende von «Für immer auf dich». Das «Mach's gut, hab schön, bleib so, wie du bist». Mach's gut, hab schön und bleib so, wie du bist. Und das als Abrundung vom Abend. So, und dann haben wir uns verabschiedet. Das ist so eine, für mich persönlich, halt von der Familiengeschichte her, ist es ein unglaublich wichtiger, emotionaler Moment gewesen.